Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum 14. Bundesligaspieltag daheim gegen den SV Werder Bremen. 6:1 gewonnen, wovon ich leider die ersten 30 Minuten nicht gesehen habe. Was sehr schade ist, weil da schon 4:1 stand. Ja, ich war fest der Meinung, dass wir 21 Uhr spielen und fragt mich nicht, ich habe das gelesen gehabt, 21 Uhr und ja, es war dann 20:30 Uhr Anstoß. Vorher war ich noch live auf Twitch und ja, haben wir den Salat erst eine halbe Stunde nicht gesehen. Von daher kann ich nur die letzten 60 Minuten beurteilen und werde daher heute halt auch keine Spieler benoten. Ich werde zu den Spielern ein bisschen was erzählen, was ich so aus meiner Sicht gesehen habe, aber anhand der ersten 30 Minuten, wo wir anscheinend auch ein bisschen Feuerwerk abgebrannt haben mit 4 Toren, plus noch einen verschossenen Elfmeter, ja, habe ich halt quasi nur noch den Chongang gesehen, die letzten 60 Minuten, und trotzdem haben wir noch 2 Tore gemacht und hatten auch noch Chancen, sogar 2 sehr große, um noch 2 zu machen. Von daher würde ich sagen, absolut klasse Spiel. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so einen hohen Sieg so locker flockig einfahren. Ich hätte mit ein bisschen schwereren Spiel gerechnet. Aber gut, ein frühes Tor tut uns immer gut, ne? Musiala hat es gemacht. Ich habe es leider nicht gesehen und Gnabry scheint ja auch einen guten Tag gehabt zu haben. Auch gerade zweite Halbzeit hat er mir ganz gut gefallen. Ja, zweite Halbzeit hat man ganz klar gesehen. Ja, wir haben auf jeden Fall 3 Gänge rausgenommen, was völlig okay ist, völlig legitim ist bei dem Spielstand. Mich hat es gefreut, dass Tell das Ding durchgezogen hat, dass er das Tor gemacht hat. Hat ein bisschen Glück gehabt, aber war natürlich hart geschossen. Trotzdem kann man ihn als Torwart halten. Aber die Überzeugung zu haben, er hätte ihn natürlich durchstecken können. King war völlig frei. Aber die Überzeugung in dem Alter zu haben, das Ding da einfach reinzunageln. Und zum Glück ist es reingegangen. Hat mich sehr gefreut. Ja, und ansonsten, ich denke, man hat gesehen, wenn wir mal Gas gegeben haben, beziehungsweise wenn die Bremer auch so dumm waren und sich mal rauslocken ließen, dann kam der Ball in die Mitte. Entweder wurde er da einfach klatschen gelassen oder er wurde angenommen, Drehung und direkt in die Tiefe gespielt, mit Speed dann drauf. Das gefällt mir sehr gut, ja. Gerade auch, dass man dann, ich meine, gut, bei 4:1 sind wir auch nicht in der Bringschuld oder was, ne? Dann spielt es halt hinten 10 Minuten quer, wenn Werder meint, die wollen nicht, ja, dann ist es so, ne? Aber sie haben sich locken lassen und dann hat man gesehen, zu was wir imstande sind, und das sah schon sehr gut aus und das, wie gesagt, alles noch im Schongang, ne? Stellt euch mal vor, wir würden wirklich mal 90 Minuten Vollgas durchballern, wenn es irgendwo nötig wäre, was es ja nicht ist, ne? Aber wenn wir so schon 6:1 gewinnen, also ist schon krank, würde ich sagen, ne? Schuppus Serie gerissen, hat den Elfer verschossen. Ja, aber ansonsten, was ich gesehen habe, hat Schuppo mir ganz gut gefallen. Hat er sich wieder gut fallen lassen, klatschen lassen, vorne auch versucht, das Kombinationsspiel anzukurbeln, hat mir gut gefallen. Aber gut, ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die Statistiken. Heute mal wieder von der FC Bayern Side. Mal ist da, mal nicht, ich weiß es nicht. 6:1, Ballbesitz 60-40, ist sogar ein bisschen wenig für unsere Verhältnisse. Was heißt wenig, aber wir haben schon deutlich mehr gehabt. Abseitsstellung 3:1, Fouls 9:6, Zweikämpfe 55% gewonnen. Das ist wieder so ein Wert, den wir ziemlich oft haben. Schüsse aufs Tor 10:2, Schüsse insgesamt 21:6, Ecken 8:4, angekommene Pässe 560 zu 315, Flanken 5:5. Schüsse insgesamt Gnabry 4, Goretzka 2, Musiala 1. Torschussvorlagen, Mazraoui 2, Kimmich 1, Sané 1. Ja, gewonnene Zweikämpfe Kimmich 7, Goretzka 6, Choupo 6. Ballkontakte 102 Uppa, 102 Pavard, 101 Kimmich. Gefoult worden, schenken wir uns, ne? Das ist nichts, was uns irgendwie großartig interessiert. Ja, so viel mal zu den Statistiken, bevor ich jetzt irgendeinen Mist erzähle.
mache ich mir mal nochmal eben kurz. Wow, Stuttgart noch 2-1 gemacht, oder was? Mache ich mir mal eben noch kurz das Dingen auf und guck mal. Wow. Musala hat das Tor gemacht ohne Vorlage, oder was? Kam der Ball vom Gegner? Ich habe es leider nicht gesehen. Bei Gnabry steht leider auch nichts. Goretzka sein Tor hat Kimmich vorbereitet. Gnabry dann, dass er da Sané vorbereitet. Die anderen beiden. Rui vorbereitet. Ich guck mal kurz beim Kicker noch rein. Will da jetzt kein Mist erzählen. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Wo ich mich erstmal für entschuldige, wa? Ich kann natürlich jetzt dann nicht so viel dazu sagen, wie ich das sonst tue. Wo man das natürlich dann auch nicht immer teilt, meine Meinung, was ja völlig okay ist. Okay, Tor 1:0 Musiala, Linksschuss Bayern. 1:1 Linksschuss, Vorbereiter Weiser. Okay, Musiala aber auf jeden Fall ohne Vorbereiter. I don't know, ob der Ball vom Bremer kam, ich weiß es nicht. Schupo verschossener Elfer. Gnabry, Rechtsschuss Bayern. Weiß ich auch nicht, vielleicht Ball erobert, kann auch sein mit dem Gegenpressing oder so, ne? Goretzka, Rechtsschuss, Vorbereitung Kimmich. Ja, Vorbereitung Sané. Okay, dann stimmt das alles so. Ja. Wie gesagt, ich kann da jetzt leider nicht ganz so viel zu sagen. Was ich gesehen habe, war ein ordentliches Spiel, gerade für den Zeitpunkt. Kurios, dass Gnabry definitiv in WM-Form ist. Ne? Er wurde ja immer, umso näher die WM kam, umso stärker wurde er. Ich bin sehr gespannt, ob er nach der WM denselben Ehrgeiz an den Tag legt. Weil die Wochen davor, die Monate davor waren unterirdisch schlecht. Also ich hoffe, dass es so bleiben wird. Hat mir heute auch sehr gut gefallen, gerade in der ich habe ja die ersten beiden Tore nicht gesehen, aber gerade die Rückwärtsbewegung, ja, die er gemacht hat in der zweiten Halbzeit, ist mir 2, 3 Mal sehr, sehr positiv aufgefallen. Hat dann das Tor noch gemacht, frage mich nicht wie. Ein Doppel-Bingo da durch Torwart und Abwehrspieler. Sehr kurioses Ding. Ja, und davor auch 2 gemacht. Ja, Gnabry ist aufsteigende Form. Ich würde sagen, er ist gerade so wieder auf seine Topform. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann nach der WM weitergeht. Wichtig ist natürlich, dass er sich nicht verletzt, aber er ist ja jetzt eigentlich nicht so verletzungsanfällig. Wird interessant zu sehen sein. Neuer, wie gesagt, Noten verteile ich heute nicht. Ich kann es halt wirklich nicht beurteilen, wenn jetzt, was weiß ich, Goretzka in den ersten 30 Minuten der absolute Burner war. Was ich gesehen habe, war jetzt nicht so der Burner. Dann würde ich ihn da nicht irgendwie Unrecht tun. Von daher, Neuer, was ich gesehen habe, keinerlei Fehler. Alles gut. Hernandez ist mir sehr positiv wieder aufgefallen. Ja, hat sich in jeden Zweikampf reingehauen, hat auch ein bisschen versucht, nach vorne was zu machen. Ist nicht unbedingt seine Stärke, da hat er auch mal einen Ballverlust drin, aber wie er nach vorne hin verteidigt hat, wie er dann teilweise nach hinten noch die Zweikämpfe geholt hat, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Opa, bis auf sein komisches Ding, was er da hatte, was wirklich knapp war, kannst du natürlich nicht querspielen, den Ball da, ne? Aber ansonsten war Opa vorher auch bärenstark wieder. Also, hat mir gut gefallen. Zum Glück ist nichts passiert. Aber ansonsten hat er mir gut gefallen. Benji hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Auch er hatte 1, 2 Wackler drin. Aber ansonsten, gerade auch Spieleröffnung, die Diagonalbälle waren sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Mats Rui hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ja, war wieder richtig on fire. Irgendwie immer 110% Einsatz. Super ballsicher, super Passspiel. Hat ja auch 2 Dinger vorbereitet. Also bärenstark für mich. Gnabry habe ich schon gesagt. Gnabry ist mir allein durch die Rückwärtsbewegung sehr positiv aufgefallen. Nach vorne hat er schon immer die Qualitäten gehabt. Nach vorne hat er auch immer Lust. Und aktuell trifft er auch die richtigen Entscheidungen, ne? Mit abspielen oder selber machen. Also von daher sehr, sehr positiv. Kimmich war für mich heute auch sehr positiv. Ich habe keinerlei Fehler gesehen. Kimmich war super sicher. Gerade auch wenn er angelaufen wurde von 1 oder 2 Bremern. Auch im Passspiel keinerlei Wackler oder Fehler. Hat mir richtig gut gefallen. Musiala habe ich jetzt nicht so viel gesehen von. Weiß ich nicht, wie es erste halbe Stunde war, habe ich ja schon gesagt. Ansonsten war es ordentlich, aber war jetzt nicht so auffällig, wie es sonst war. Ne? Hat auch nicht so viele Ballkontakte gehabt, war nicht ganz so im Spiel drinne. Aber fairerweise muss man sagen, dass wir auch nicht mehr so, ja, so unbedingt nach vorne gespielt haben. Wir haben auch viel den Ball in der eigenen Reihe gehalten und so. Ne? Das war schon alles okay.
Mané kann ich gar nichts zu sagen. Ich weiß noch nicht mal so, warum er raus ist. Ich hoffe, er ist nicht schwer verletzt. Ich denke mal, es war eine Verletzung. Goretzka habe ich schon gesagt. Ja, ähnlich wie Musiala, war relativ unauffällig, die Zeit, wo ich ihn gesehen habe. Ja, war ein, zweimal vorne mit drinne, keine Frage. Ich habe ihn jetzt auch nicht schlecht gesehen oder sowas. Aber war jetzt zum Beispiel nicht so auffällig wie ein Kimmich zum Beispiel, ja. Um das einfach mal so stehen zu lassen. Choupo habe ich auch schon ein bisschen was zugesagt. Choupo fand ich gut, was ich gesehen habe. Hat sich wieder versucht einzubringen ins Spiel. Vorne auch das Spiel schnell zu machen. Hat auch nicht alles geklappt, keine Frage. Aber es hat einiges geklappt. Er war sehr bemüht. Mir persönlich hat er gut gefallen. King hat mir immer wieder leider gar nicht gefallen. Aber auch da, ja, schwierig in der Phase reinzukommen. Das eine Ding, ja, ich verstehe schon seine Intention, dass er den unbedingt aufs Tor schießen wollte. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich meine, man kann über einen spitzen Winkel reden, aber das war ja schon kein Winkel mehr. Das war eine Gerade. Ja, er war auf Außenlinie und dann versucht er einen Torschuss oder was? Also, das Ding musst du einfach nach hinten legen, ja, dann fällt da ein Tor und dann ist gut. Klar, ich verstehe es, wenn man seine Form sucht, hätte natürlich so ein Treffer super gut getan. Ich hätte es ihm auch super gegönnt. Keine Frage, aber das war auch die einzigste Aktion, die er hatte. Ja. Gut, hätte ihn der Tell da eingesetzt, wo Tell das Tor gemacht hat. King war völlig frei, er hat einen guten Laufweg gehabt. Keine Frage, aber ob er ihn reingemacht hätte bei der aktuellen Form, bin ich mir auch nicht so sicher. Aber ja. Ansonsten weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vergleich das mit so einem Tell zum Beispiel. Ja. Ich meine, man kann den King jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht will oder so. Obwohl teilweise so nach hinten, hat man auch schon gesehen, war schon ein bisschen so, weiß ich nicht, ob er gerade Bock hat. Ja, aber man kann es ihm natürlich nicht absprechen. Er war schon bemüht und sowas, aber hat einfach so das Formloch, was ein Gnabry die letzten Monate hatte, hat jetzt gerade so ein King, ne? Und wie gesagt, das System ist auch nicht unbedingt seins. Da bleibe ich bei, ne? Es ist halt einfach nicht für so einen Außenspieler, der wirklich nur außen auf der Schiene steht, gemacht. Klar tut er uns gut damit, gibt uns ein bisschen nochmal Variabilität, aber wenn man gerade so sieht, wenn wir da vorne ins Rollen kommen mit dem Kombinationsspiel, gerade was wir aktuell spielen, mit annehmen, klatschen lassen, dann wieder steil, der nächste lässt klatschen, wieder steil und dann sind wir schon im 16er drin. Da ist natürlich so ein Spieler, der außen an der Außenlinie steht, ist er natürlich einfach nicht eingebunden ins Spiel, ne? Das ist schon dann schon schwer, also, weiß ich nicht, ich habe schon gesagt, da muss ich den King aus meiner Sicht ein bisschen neu erfinden, ne? Und wie ich auch schon im letzten Video sagte, auch Müller wird es schwer haben, weil Müller ist nicht das Kombinationsmonster, ne? Klar, Müller hat einen Riecher, Müller hat ein gutes Stellungsspiel, findet die Löcher, alles gut und schön. Aber so wie wir aktuell vorne Fußball spielen, passt Müller da nicht rein. Also ich bin sehr gespannt, wie das nach der WM weitergeht. Nagelsmann hat's ja schon gesagt, so ja, ich schon den Thomas mal, ich möchte ihm das nicht zumuten, dass er sich dann noch vor der WM verletzt. Ich glaube, er ist ganz froh, dass er das Argument bringen kann, ne? Weil ich glaube, er möchte das vorne aktuell da nicht auseinanderreißen, wie es ist, ja? Meine persönliche Meinung. Also nichts gegen Müller. Müller ist absolute Vereinslegende. Ich mag Müller. Aber Müller, wenn man den Fußball sieht, den wir aktuell vorne spielen, wird es schwer werden für Müller, ne? Vielleicht straft er mich Lügen, ich weiß es nicht. Vielleicht findet er da noch irgendwie die Position. Aber wenn ich mir das angucke mit dem Kombinationsspiel, was wir haben, das haben wir schon in den Spielen gesehen, war Müller schon teilweise echt überfordert, ne? Aber klar, wird es Spiele geben, wo du den Spielertyp brauchst, genau wie ein King. Ja, aber man sieht ja jetzt beim King. Ich meine, King kriegt schon in jedem Spiel ca. 30, 40 Minuten und kommt trotzdem nicht in Fahrt. Also, schwierig, schwierig, schwierig. Aber es ist erstmal WM. Danach werden die Karten komplett neu gemischt. Da wird man sehen, wer überhaupt fit zurückkommt, wer wann zurückkommt. Da bin ich sehr gespannt. Wird eine interessante Sache werden, auf jeden Fall. Kann man nur die Daumen drücken, dass alle gesund und fit wiederkommen und auch irgendwie vom Kopf da wiederkommen. Sané, ja, kam 21. für Mané. Und was ich gesehen habe vom Leroy, war stabil. Ne? War nicht schlecht, war jetzt auch nicht super gut, war einfach stabil, war eine gute Leistung.
Ja, auch da gerade nach vorne hin, ne, gibt es da keine Zweifel, weil dann teilweise in der Mitte zieht, da ist er natürlich noch mal 'n bisschen stärker. Rhein Gravenberch, ja, hat man auch gesehen, war bemüht, war aber ähnlich wie King, ne? Also, sehr bemüht, klar, war King auch, aber ja, konnte nicht wirklich die Akzente setzen oder überhaupt Akzente setzen, ne? Matthias Tell, ja, wie immer, der kommt rein, der gibt Gas, der knallt sich rein, hat auch das Selbstvertrauen, dann das Ding aufs Tor zu nageln. Hat das Glück des Tüchtigen gehabt, das Ding ist reingegangen, hat mich riesig gefreut. Ähm, ja, für mich erste Alternative und nicht die dritte Alternative, die eingewechselt wird, wenn vorne gewechselt wird. Ähm, Er liefert auch die Argumente dafür. Ich bin sehr gespannt, ja, wie lange ein Nagelsmann das noch so übergehen kann. Also, ich weiß nicht, wo die Rechtfertigung ist, die letzten 3, 4 Spiele zu sagen: „Ich bringe erst Kingsley Coman und dann, 10 oder 20 Minuten später Mathys Tel.“ Die sehe ich gerade nicht. Nichts gegen King, aber es ist ein Leistungssport und nicht, wie ich schon im letzten Video sagte, nicht: „Wir sind der FC Bayern und bauen die Spieler für die WM auf.“ Ja, die WM, ja, sollte uns am Arsch vorbeigehen. Ähm, ja. Klar, wir müssen nicht drum rumreden, das war beim Gnabry genauso. Irgendwann wird die Form wiederkommen, irgendwann wird der Knoten platzen bei King. Aber beim Gnabry war es dann auch erst, wo es dann hieß so: „Ja, du bleibst jetzt erst mal draußen“, wa? Dann auf einmal, weiß ich nicht, hat's vielleicht im Kopf Klick gemacht oder sonst was. Ähm, I don't know, ich weiß es nicht. Ist nur meine Beobachtung, meine Meinung, mehr nicht. Marcel Sabitzer, ja, war auch wieder super auffällig, war gleich drin im Spiel, hat aber auch 'n Riesenbock geschossen da. Den Rückpass, aber ansonsten als linker Verteidiger das gut gemacht, wobei man sagen muss, dass Werder auch nicht mehr irgendwie über die Seite jetzt irgendwie Druck nach vorne gemacht hätte, sodass man mal gesehen hätte, ob er den linken Verteidigerpart da wirklich spielen kann. So 'n bisschen die Querpässe und das bisschen nach vorne da, das kann er natürlich, das sollte jeder Spieler können. Hat er ordentlich gemacht, ja. Das ist, was ich sagen kann. Ansonsten zu den Auswechslungen, ja, völlig okay, die Spieler, die eingewechselt wurden. Ja, ich kann's auch irgendwo verstehen, dass man King halt bringt in der 57. und nicht den Tell, aber wie gesagt, so langsam gehen die Argumente aus. Ich denke, es ist gut, dass dann Fußball-WM ist. Ich weiß nicht, ob 'n King nominiert wird. Das werden wir ja jetzt die Tage sehen in Frankreich. Vielleicht tut ihm das dann gut, vielleicht kommt er gestärkt wieder. Würde mich natürlich freuen. Und dass 'n King auch mehr kann als nur an der Außenlinie kleben, denke ich, haben wir auch schon oft genug gesehen. Aber da muss ihn Nagelsmann da halt auch mal einsetzen, ne? Ich weiß nicht, denke, King wird ja nicht da extra teilweise da 20 Minuten außen stehen und nicht im Spiel eingebunden sein. Das kann ich mir halt irgendwo auch nicht vorstellen, aber das wissen wir nicht, das weiß ich nicht, das weiß auch keiner von euch. Vielleicht ist das so, I don't know, wir können da auch nur mutmaßen. Der Nagelsmann ruft mich leider nicht an und erklärt mir das. Ist 'n bisschen schade, aber ne, Spaß beiseite, also Auswechslung für mich auch völlig okay. Ähm, Dass man Hernandez rausnimmt, war auch lange Zeit weg halt, ne? Aber tritt halt auf, als wäre er nie weg gewesen, ne? Also, wie immer Terrier und gleichzeitig mit nach vorne am Pushen, was er kann. Also, war mega stark. Ja, das ist meine Meinung zum Spiel. Zum Thema Champions League vielleicht ein, 2 Sätze. Paris, ja, wie ich schon sagte, für mich war eh klar, dass wir Paris oder Liverpool kriegen. Viel mehr war ja auch nicht zur Auswahl, weil die anderen Deutschen alle Zweiter geworden sind. Ähm, Die Champions League gewinnen willst, musst du jeden schlagen. Punkt. Ja, und wenn wir gucken, wie wir Barcelona bis auf eine Halbzeit dominiert haben, wie wir Inter in beiden Spielen dominiert haben, ja, I don't know. Muss ich mir jetzt irgendwie nicht die großen Sorgen machen. Ja, da läuft ein Messi rum, ja, da läuft ein Mbappé rum. Da läuft, glaube ich, immer noch ein Neymar rum und hast du nicht gesehen, aber ja, werden mit Sicherheit enge Spiele werden, aber ich bin eigentlich guter Dinge und ja, aber auch wie es der Nagelsmann sagte, was soll man jetzt dazu sagen? Die Spiele sind in 4 Monaten, ne? Irgendwann im Februar. So, wir haben jetzt November.
Dezember, Januar, ja gut, 3 Monate. Ich weiß nicht, wann sie genau im Februar sind. 3,5 Monate. Geht die Champions League los. Wir können ja mal eben gucken. Vielleicht steht das ja auch schon hier. Oder ich kann ja mal eben gucken. Hier, Paris. 14.02. Also, 3 Monate und eine Woche quasi. Was soll man jetzt schon mutmaßen? Ne? Wer weiß, wie dann die Form ist. Wie die Mannschaften nach der WM reinkommen. Wer verletzt sein wird, wer nicht verletzt sein wird. Das kann ja jetzt noch keiner absehen, wa? Und wenn wir mal gucken, davor spielen wir 10.2., 5.2., 1.2., 28.1., 24.1., 20.1. Also wir starten schon wieder mit alle 3 Tage direkt rein in die ganzen Bums, ne? Gut, alle 4 Tage. Wir spielen 20., 24.1., 28.1. Dann spielen wir 1.2. 3 Tage, dann wieder 4 Tage gegen Wolfsburg. Dann spielen wir wieder. Ne, dann spielen wir 5 Tage. Wow. Oder ist noch nicht terminiert. Bis 10. bis 12. Vielleicht spielen wir da dann auf den Samstag. Dann hätten wir mal 6 Tage. Ne? Aber dann danach, nach dem Spiel ist halt dann schon Dienstag. Also werden wir sehr wahrscheinlich Freitag oder Samstag spielen. Dann spielen wir gegen Paris. Dann spielen wir 3 Tage später gegen Gladbach. Ja, dann haben wir mal eine Woche frei. Wow. Dann haben wir eine Woche. Ja. Also da geht das dann Knall auf Knall los. Und das wird ja in Frankreich wahrscheinlich nicht anders aussehen. Also von daher, ich meine, wir sind es gewohnt, wenn wir da einmal ins Laufen kommen mit alle 3 Tage. Kommt uns eigentlich nur zugute, wie man sieht. Aber interessant wird natürlich sein, wie ist die Vorbereitung? Ja? Die letzte WM-Spiel ist irgendwie... Warte. WM-Finale im Teufelsland. Wann findet das WM-Finale statt? 18. Dezember. Und am 20.01. ist das erste Spiel und das direkt in Leipzig. Gut. Gehen wir jetzt mal vom 18. aus. Dann wird Weihnachten sein. Je nachdem, wer im Finale steht. Von unseren Spielern werden die dann wahrscheinlich auch noch mindestens 2 Wochen Urlaub kriegen. Ja, dann hast du schon den 14.01. Dann hast du 6 Tage Vorbereitung, oder was? Keine Ahnung, sehr, sehr schwierig. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass man sagt, die Spieler kriegen gar keinen frei. Ja, du musst allein vom Kopf musst du einfach mal 2 Wochen abschalten. Ja. Ich denke, das kennt jeder, der auch ganz normal arbeiten geht. Man muss irgendwann einfach mal abschalten. Und schwierig. Ne? Wird man sehen, wie die Vereine das handhaben. Ich weiß nicht, wann bei uns dann irgendwelche Vorbereitungen losgeht. Wenn man auf den Vereinsfußball guckt, musst du aus unserer Sicht eigentlich hoffen, dass Deutschland und Frankreich in der Vorrunde rausfliegen. Das wäre das Optimum. Ja, dann sind die Spieler geknickt, logisch. Gehe ich auch nicht von aus, dass das passiert. Aber das wäre für uns der beste Fall, wenn es jetzt ums Vereinsfußball geht. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es kommt. Und wer heil zurückkommt, wer nicht. Bin sehr gespannt. Ja, haben wir keinen Einfluss drauf. Deswegen so Champions League, darüber jetzt zu philosophieren, ist so weit weg. Wir haben einen guten Gegner. Alle deutschen Vereine haben gute Gegner. Generell sind es gute Spiele dabei. Auch Barca gegen Man U in der Europa League ist auch nice. Auch da haben die Deutschen gute Gegner gekriegt. Interessante Spiele. Also das sind auf jeden Fall Spiele, die man sich auch mal angucken kann. Und ja, ansonsten kann man darüber philosophieren, wenn es eine Woche vorher ist. Ja, dann kann man da vielleicht mal gucken, dass man eine Prognose abgibt. Wir haben auf jeden Fall ein straffes Auftaktprogramm dann im Januar mit Leipzig. In Leipzig zu Hause gegen Köln, dann zu Hause gegen Frankfurt, dann in Mainz. Tun wir uns auch schwer. Dann spielen wir in Wolfsburg. Ja, dann spielen wir zu Hause gegen Bochum. Das ist okay, aber so die ersten 3 Spiele haben es schon in sich, ne? Ja, so ist es. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Nochmal ein Sorry. Dass ich nicht so meine Meinung zu dem Spiel sagen kann, wie ich sonst tue, wird am letzten Spieltag oder jetzt am Samstag, was ja der letzte Spieltag ist, der 15. erstmal, wieder anders sein, weil da weiß ich, wir spielen 18:30.
Ja, Dortmund hat verloren, vielleicht dazu noch ein Wort. Ja, habe ich irgendwo mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein bisschen überraschend, aber wir sind dann jetzt 6 Punkte vor Dortmund. Ob das jetzt unbedingt erwähnenswert ist, weiß ich nicht, weil man sieht, Dortmund ist jetzt auch nicht so super stabil. Hat jetzt schon, ist das schon die 5. Niederlage, glaube ich, ne? Die Tabelle ist leider nicht aktuell hier. Warte mal eben. Ja, 5. Niederlage, also. Da sieht man, dass Dortmund jetzt auch nicht so der Killer ist, der irgendwie. Ja. Und mal abwarten. Freiburg spielt jetzt gegen Leipzig. Ja. Ist für Leipzig ein sehr entscheidendes Spiel, wenn sie das verlieren. Ja, pimmeln sie weiter da irgendwo im oberen Mittelfeld rum. Wenn sie es gewinnen, rücken sie auf jeden Fall weiter nach vorne. Auf Dortmund-Niveau. Und natürlich auch auf 2 Punkte an Freiburg dran. Von daher wird es ein interessantes Spiel werden. Ich habe aber auf jeden Fall auf Freiburg getippt. Ja, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dass meine Tipps auch nicht immer oder selten richtig sind. Wa? Ja, ansonsten Union spielt gegen Augsburg. Da ich ja aktuell immer Union vorhergesagt habe. Ich kann mir vorstellen, dass Augsburg da eine Überraschung schafft, weil Augsburg ähnliche Spielweise hat, was das Körperliche anbelangt und das Pressen und das Konterspiel wie Union. Aber ich habe ein 1-0 für Union stehen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine enge Kiste wird oder halt auch andersrum ausgehen kann. Aber Union ist so stabil gewesen. Jetzt gut, jetzt haben sie 5-0 auf den Deckel gekriegt. Jetzt wird sich halt zeigen. Sind sie auf längere Dauer da oben dabei, dann gewinnen sie das Spiel, egal wie, wenn es ein dreckiges 1-0 ist oder 2-1, wie auch immer, einfach ein Arbeitssieg. Dann denke ich schon, dass man sagen kann, ja, die werden sich da oben auch bis zum Ende der Saison halten und den ersten 6 Plätzen. Sollte das Ding jetzt nach hinten losgehen, ja, dann sieht man schon, dass so ein 5-0 Ausrutscher dann auch mal eine Wirkung hat. Schwer vorherzusagen. Bin ich sehr gespannt, wie das Ergebnis sein wird. Gut, aber wir werden dann nochmal am Samstag nochmal zum Abschluss dann, oder am Sonntag werde ich nochmal ein kleines extra Video aufnehmen. Ja, wie ich so die ersten 15 Spieltage gesehen habe und so ein bisschen auf jeden Spieler mal ein bisschen eingehen. Das werde ich noch machen und in diesem Sinne, jetzt aber rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut rein, bis dann.